Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Federwilson und zeige euch ein Damage Shotgun Bild. Das Bild kann man fast mit jeder Shotgun spielen. Ich habe es einmal mit der Scorpio probiert, weil mir die schon oft den Arsch gerettet hat. Sich nähernde Feinde erkannt. Wir haben mittlerweile auch einen kleinen Community Discord. Schaut's vorbei. Ich freue mich über jeden, der sich da uns anschließen möchte. Ja, den Link dazu findest du bei mir im Kanal. Das war ein Treffer. Mehr Blut an euren Händen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ja, dann fangen wir mal an mit der Scorpio. Die Scorpio kennt vielleicht jeder. Ich habe es auf Expertisen-Level 18. Macht, glaube ich, nicht recht viel aus. Ja, einfach einmal probieren, wo es einem für Schrotflinten am besten liegt. Durch die ganzen Fähigkeiten der Scorpio, sage ich jetzt mal, Fähigkeiten auch wieder falsch ausdrücken. Ja, ich hat schon oft einen Arsch gerettet, das Ding, ja, sowieso dies ist. Und ja, wenn man sagt, ja, unverwundbar bleibt man dann trotzdem nicht. Man legt sich doch einmal ein wenig auf die Seiten. Ich habe als Zweitwaffe die MP7, habe die für mich neu entdeckt, die macht einen guten Schaden. Und ja, habe vielleicht da das falsche Talent noch drauf. Da habe ich jetzt, was ist das, stabilisiert irgendwie alles ein wenig so. Ganz genau was ich das gar nicht. Ja, wurscht. Dann haben wir noch die ja, Huntermaske. Ist auch 15. Ja, bringt ein bisschen eine Rüstung, aber nicht einmal der Rede wert. Ja. Und dann hätten wir noch. Was haben wir da noch? Ja, genau, ein Memento, logisch. Der Memento, ja, baut halt eine Bonusrüstung auf, die wir bei dem Bild schon brauchen. Und deswegen habe ich den gewählt. Geht anders da. Ich habe dann noch eine zweite Variante von dem Bild ein bisschen weiter hinten drin. Ist vielleicht wert, dass man sich anschaut. Ich habe es auch angespielt und probiert. Beide Varianten nicht schlecht, aber wenn es einfach zu lästig ist, die ganzen Trophäen nur jetzt mal zum einsammeln, ja, dann geht es anders auch noch.
Mit der Weste ist es möglich, den Waffenschaden zu verstärken, allerdings nur, wenn man blaue Bonusrüstung kriegt, und deswegen habe ich eben den Memento ausgewählt. Die andere Variante, wo bestimmt, ja, ich muss fast sagen, sich besser spielt, als wie die jetzt mit Memento, das wäre dann die mit dem Matador-Rucksack, der wo perfekt Adrenalin-Rausch drauf hat. Das sieht man jetzt da im Video. Jetzt habe ich dann umgesteckt, habe die gleiche Konfiguration als wie das vorherige Bild, was ich gezeigt habe. Nur habe ich jetzt den Memento ausgetauscht, durch den Matador ersetzt, der ist von Walker & Harris und hat, wie gesagt, das perfekte Adrenalin drauf. Ja. Da kriegt man dann, wenn man sich die Leute nähert, die blaue Bonusrüstung, somit wird perfekt vernichtend, perfekt einschüchternd aktiviert, ja, und dann geht der Schaden ganz schön nach oben. Walker & Harris ist der Matador-Rucksack her. Kann man vielleicht einen anderen hernehmen, wo man sich das Adrenalin-Rausch dann drauf rollt, ja, wenn man jetzt den Matador nicht hätte. Und da kann man selber ein wenig umeinander basteln. Ich habe es wieder so probiert und ich muss sagen, das macht tatsächlich ganz viel Spaß, wenn man sich nicht konzentrieren muss auf das Trophäen einsammeln. Der Memento hat noch andere Vorteile, aber ich weiß nicht, ob die beim dem Bild eigentlich gar nicht so notwendig sind. Ja. Man muss halt ein bisschen aufpassen, weil man nicht recht viel Rüstung hat. Aber wie gesagt, so lange stehen die nicht, als dass da irgendwas ausmachen darf, wenn man dann trifft. Ja. So, in dem Sinne, das war's mit meinem Bild. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Abo oder ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Eure Feldwurzen. Servus für euch und habe die Ehre.